Hey Flavia, ich wollte dich noch fragen, wie kommst du eigentlich auf Chico? Oh. Hey zusammen, mein Name ist Jenny Ich bin Flavia. und das ist Folge 11 von 11. Wir machen heute einen kleinen Wrap-up vom Jahr und reden auch so ein bisschen über unsere Stadt-Land-Stuss Bucketlist, was wir so davon gemacht haben und was nicht. Und ja, let's get started. Let's go. Mein Papi hat im Fall gestern gesagt, dass er die Intro-Musik mega cool findet. Schon? Ja, Oha. er hat gesagt, er hat gesagt, dass er den Podcast immer beim Autofahren hört, damit er keine Zeit verliert. Ja, da bin ich auch dabei, als er das gesagt hat. Ja, er hat sich selber so lustig gefunden, weil mein Papi oder einfach allgemein so ein bisschen unsere Tanten, Onkel und Eltern, die das hören, sind eigentlich nicht so Teil der Zielgruppe. Und ich wehre mich auch dagegen, mit ihnen so ein bisschen über das zu reden, wo wir halt im Podcast so reden. Dann denke ich mir so, okay, du hast es gehört, okay, tschüss, ich gehe jetzt auf in mein Zimmer. Schon? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ja, und dann hat er gesagt, aber das Intro, das finde ich wirklich super, die Musik, das ist toll. Ich sehe ihn so im Fahren. So, Ja. so gut. Christmas is over. Yes. Wenn ihr die Folge hört, dann habt ihr auch schon eine Woche etwa Zeit gehabt, um euch von Weihnachten zu erholen. Für die einen ist das ja so ein bisschen ein Happening, also streng Ja, auch. bei mir ist es auch, aber nachher bin ich kurz im Low, weil für den Winter ist für mich Weihnachten. Und nachher Der ist ganze Winter ist Weihnachten. Oh, nein, aber es ist so, die Winterzeit, dann denke ich an Weihnachten. Winterzeit, Weihnachtszeit. Kenne ich nicht. Nicht? Nein, Das ist das Christmas. ich kenne nur so die Mani Matter Weihnachtssong. Wobei, nein, Weihnachten ist vorbei. Ja, haben wir jetzt sorry, gerade genau. Wir schauen voraus. Oder eben heute zurück eigentlich aufs Jahr, auf das Jahr. Was das Jahr so passiert ist. Unsere Shit and Shines of the Year, Highlights, Lowlights und was man so von der Bucketlist könnt abhaken und was vielleicht noch nicht. Genau. Ja. Was ist dein Shit? Von dieser Woche. Ja, Shit und Shine hängt zusammen. Es ist eigentlich eine WG-Party, wo du auch Gästin warst. Ja, Shit war einfach, ich habe mich so auf die Party gefreut, aber gleichzeitig, du weißt, wie viele Gedanken ich mir mache. So versteht sich die Person mit der, ist hoffentlich niemand allein. Wenn Leute angereist sind, die vielleicht 1,5 Stunden im ÖV angereist sind, denke ich mir so, hoffentlich fühlen sie es. Aha. Und so viele Gedanken. Und dann denke ich mir wieder so, wieso organisiere ich das? Wenn es dir so viel Stress bereitet. Ja, und das hat mich angeschissen. Oder auch, wir haben eine Motoparty gemacht, ich hatte das Outfit noch nicht, dann bin ich am Morgen um 6 Uhr verwachen, 3 Tage vorher, und konnte nicht mehr schlafen, weil ich dachte, ich habe mein Outfit noch nicht. Und das ist alles wegen dieser Party, wo ich mir eigentlich schon 2 Tage frei genommen habe. 2 Tage hast du dich frei genommen? Ja, der erste zum Vorbereiten und nachher zum können so entkatern und aufräumen und geniessen. Ja. Oh mein Gott. Aber es hat dir... Also dann hat sich aber die Party nur dann gelohnt, wenn du mehr Spass als Stress hast. Ja, und jetzt aber scheint, es hat sehr viel Spass gemacht. Ich bin wieder, also ich höre es sehr gerne, wenn ich sehe, Leute, die sich zum ersten Mal sehen und sich gut verstehen. Dann halt. Und ich bin auf dem Sofa gehockt und es sind nämlich Leute reingekommen und ich habe ja alle fast gekannt und eben wie sich alle verstanden haben, ist mir gerade das Herz warm geworden. Und dann dachte ich, genau wegen dem mache ich das. Ja. Nein, es ist wirklich... es ist nachher, weißt du, so die Party ist 6 Stunden gegangen. 6 Stunden, das ist fast ein Arbeitstag. Also vom 7 bis am 2. Ja. Und das ist so schnell vorbeigegangen und es hat so Spass gemacht. Also Balance ist wieder da von Stress und... Das ist immer, ich finde das immer toll, wenn man eben Geburtstag hat oder einfach so for no reason eine Party schmeißt. Ich finde immer schön, wenn so verschiedene Kreise, die sich eigentlich sonst nicht überkreuzen aus dem Leben, so zusammenkommen und sich gegenseitig kennenlernen. Ich finde das mega cool. Ich bin das Wochenende auch am Geburtstag gewesen. Das ist eigentlich gerade mein Schein. Ich erzähle das gerade, weil es gerade passt. Wir haben am Wochenende am Geburtstag gewesen, wo ich habe nur die gekannt, die Geburtstag hat, und ihre Freunde sehe ich immer dann, wenn sie ein Geburtstagsfest macht. Aber mittlerweile kenne ich die auch so ein bisschen und immer wenn man es sieht, ist so, schön dich wieder zu sehen und so. Und die eine hat am Geburtstagskind ein Schemmeli geschenkt. Weißt du, so etwas, auf das man draufstehen kann, damit man ein bisschen höher ist. Weil sie hat gesagt, dass das Geburtstagskind hat ihr erzählt, dass wenn sie Sexy Time hat mit ihrem Freund und sie halt Schnickschnack im Stall machen, dass sie dann immer zu klein ist. Und dann
hat sie ihr zum Geburtstag ein So Schemmeli. geil, aber das muss ja ein stabiles Schemmeli sein. Dass Ja, du- sie hat extra Anti-Rutschnoppen unten dran. Oh mein Gott. Und es betrifft mich nicht selber, aber ich habe das so lustig gefunden, dass sie ihr das geschenkt hat. Und auch einfach die Übergabe, weißt, wir waren in einem Kaffee und dann hat sie ihr das Schemmeli so über den Tisch gegeben. Das war so lustig. So Ich habe geile das so, Idee. Ja, mega. Oh mein Gott. Ja. Und sie hat wie dem sind die Unterseite vom Schemmeli so gebaut, dass sie auch daraus ein Gestell machen oder Ja, so, wenn ja. sie es nicht für das So braucht. multifunktional Genau, ist. multifunktional. Aber ja, das habe ich sehr lustig So gefunden. Das war mein geil. Schein für Ja. das Wochenende. Verstehe ich. Und dein Shit? Mein Shit war nach deiner Wegeparty. Ich war ja mit dem Auto. Ja. Und dann bin ich heimgefahren. Ich habe ja das ganze Auto gefüllt, noch mit ein paar anderen von deinen Leuten, die auch mitgekommen sind. Und dann auf der Autobahn, wir sind so gefahren, alles geht raus, irgendwo rechts auf dem Pannenstreifen weiter vorne ist ein Auto auf dem Pannenstreifen und es blinkt. Und du weisst ja nie, ob noch Leute jetzt dann aussteigen oder ums Auto herumlaufen. Das heisst, ich bin wie von der rechten Spur, habe ich wirklich geschaut, ob hinten niemand ist auf der linken, bin ich ein bisschen auf die linke ausgewichen. Und indem ich ausweiche, bin ich voll, also der Fuchs ist dort schon gelegen. Ja. Aha. Und darum war dort das Auto auf dem Pannenstreifen, weil die haben halt Oh. wollen, dass wahrscheinlich... Die haben Go den wegnehmen. Unfall gemacht. Aber Oder, in also nicht dem- go wegnehmen, go anrufen wahrscheinlich. Ja, weiss auch Schon nicht. Ja. Oder vielleicht ist das auch schon der oder die, wie nennt man die Person? Wo das zweite Mal also Nein. wo Unfall verursacht. Die das zweites Mal drüber fahren. Die Person hat, glaube ich, keinen Namen. Das wäre dann ich gewesen. Aber halt die Leute, die das dann einmal aufräumen. Ja, der Fuck. Ja, egal. Wildhüter. Oder wie die Hüllerin. Wildhüterin, ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, wieso... Also Wieso hat jetzt- es doppelt gemacht. Ja. Es schüttelt mich gerade Ja. nochmal, wenn ich daran denke. Aber Aber haben wir ja vorher auch gerade nochmal ein Tier Ja, gesehen. und ich finde, in der Schweiz sieht man das zum Glück nicht so oft, ein Tier auf der Autobahn. Im Ausland, wenn dort das Auto mit ist in der Ferien, dann Alpot, das tut mir immer so mega leid. Aber ja, das ist mein Shit gewesen. Ich habe auch überlegt, ob ich es überhaupt erzählen, weil es so grusig ist. Aber vor allem halt das manchmal noch so im Kopf nachher nicht. ja, Sorry, ich ja, jetzt ja, wieder drauf egal. An dieser Stelle machen wir vielleicht einen Punkt. RIP an Fuchs. Genau, ja. Ja, und wir haben gedacht, weil das ja heute so ein bisschen die Wrap-Up-Folge ist von dem Jahr, machen wir auch noch einen Shit oder Shit and Shines of the Year. Genau, wir haben gesagt, wir machen ein bisschen Mehrzahl, weil in der Woche einen Shit und Schein benennen ist noch einfach, so eine. Mhm. Aber so im Jahr gesehen, also, wo ich mir so etwas überlegt habe, ja, ich habe mir da mich nicht festnageln, dass ich da etwas muss nennen muss. Darum haben wir da mehrere mal ein bisschen aufgeschrieben und schauen mal, was wir so Ja, was ist da? erzählen. Was sind so deine Shines? Schein. Also eigentlich der grösste Schein ist halt schon der Podcast, aber ich will jetzt nicht fest auf das Classy-Ding eingehen, aber das ist schon Ja. der Schein, weil ich merke das einfach, wenn ich Phasen hatte in diesem Jahr, also wir wissen es ja seit dem Frühling, und seitdem, wenn mal etwas nicht so gelaufen ist, dann habe ich an den Podcast gedacht. Und Du das hast mir mal erzählt. Immer wenn ich gedacht habe, beim Arbeiten, das ist doof, habe ich gedacht, ich habe immer einen Podcast. ja, einfach so. Ja, und das Gefühl, da habe ich gemerkt, so, an dem Fall ist das wie so, auch wenn es noch mega neu ist es wie so ein bisschen ein Anker geworden, weil es mir halt einfach mega Spass macht. Ja. Aber jetzt eben abgesehen davon, das ist ja eigentlich klar für uns, dass das ein fetter Schein ist von dem Jahr. Ja, ist- same, ich habe aufgeschrieben, so, dass ich dieses Jahr ein paar von meinen Träumen können verwirklichen und der Podcast ist auch einer davon. Und ja, das ist so, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass wir ein Jahr später auf 11 Folgen zurückschauen, hätte ich gedacht, was? Wirklich so? Ich habe How ja did that happen? ich habe gemerkt, dass ich eine Notiz gemacht habe vor einem Jahr, am 8. November. Als Idee, dass wir einen Podcast haben könnten. Die habe ich dir gestern gezeigt. Ja. Und Wie das bist du auf finde die ich einfach Notiz so krass. gestossen? Weil ich so Revue passieren lassen habe, was alles so passiert ist. Und ich habe gewusst, dass ich ja mir mal überlegt habe. Also mir Wir haben mal so oft darüber geträumt, so, wie wäre es, wenn wir einen Podcast hätten. genau, und das habe ich dort verschriftlicht. Nur so, ich habe geschrieben, dass wir es könnten so machen, als wäre es ein Zuggespräch zwischen Freundinnen. Und dann das Intro habe ich mir auch schon überlegt. Aber das haben wir jetzt alles unsere Produzenten gehabt. Ja. Voll. Nein. Nein, aber sonst ein Schein weiss ich einfach noch genau einen Tag, der 22. Juni. Ich habe so aufgeschrieben, dort hat sich alles gefügt. Weil Dort bist du am habe ich- Reisen gewesen?
Nein, noch nicht. Wir waren an einer Hochzeit, also es ist nicht das der Grund, sondern ich habe wie gewusst, ich komme mit der Academy, ich habe es bestanden. Also, dass du in dem Beruf jetzt bist, wo du jetzt bist? Genau, dass ich die Ausbildung machen darf, dass es mal fix ist, dass mir der Podcast ist auch langsam fix war. Und eigentlich hat nachher nur noch gefällt, dass ich ein WG-Zimmer bekomme. Und genau an dem Tag hat sie mir geschrieben, dass ich ihr Zimmer übernehmen darf. Und dann ist kurz so der... An dem Tag bist du so. Kennst du den Moment, wo so die Zukunft kurz so klar ist? Also weißt, ich habe wie gewusst, die Ausbildung geht 1,5 Jahre. Ich habe jetzt ein WG-Zimmer. Es ist sowieso ausgemalt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist wie so die Startlinie von deinem neuen Kapitel. Ist wie so, ja. Dort bist du gestanden. Und das jetzt nur noch gebraucht dort. Und das weiss ich noch. Ja, schön. Hey, bei mir, ich habe es irgendwie nicht so einfach gefunden, also einzelne Momente zurückzudenken, weißt? So allgemein, ich finde es so, wenn man sich so anhockt und eben so ein bisschen sich denkt, was ist das ja so alles passiert, dann, ja, ich glaube, so die ersten paar Sachen, die einem in den Sinn kommen, sind dann wahrscheinlich schon auch so ein bisschen die Highlights. Aber wir haben ja gestern auch so ein bisschen darüber geredet, dass es noch schwierig ist, irgendwie zu sagen, ja, das Jahr ist so... Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, für mich ist zum Beispiel dieses Jahr auch einer von diesen Träumen, die ich mir verwirklicht habe. Ich habe ja in der Folge 3, wo wir über das Reisen erzählt haben, so ein bisschen eben gesagt, dass irgendwie, ich bin noch nie so richtig backpacken, irgendwie 8 Wochen lang wie du oder so, das schon ein paar Mal gemacht hast. Und dieses Jahr habe ich dann mega eben den Drang gehabt, um irgendwie so etwas Ähnliches zu machen. Und darum sind der Luca und ich dann auf Island gegangen, wo wir dann wirklich aus dem in 10 Tagen gecampt haben, 10 Tage lang um die Insel gefahren sind. Und das hat sich wirklich wie so ein Abenteuer angefühlt, wonach ich mich schon mega lange gesehnt habe. Und das ist auch ein richtiges Highlight. Ich habe gemerkt, ich habe in der Folge 3 kein Wort über die Ferien erzählt oder über die Reise. Aber ja, es gibt so viel, über das wir noch reden könnten. Darum, das ist eines meiner Highlights, die ich jetzt da auch noch so erwähnen, dass ich den Reisehunger durfte stillen sozusagen. Und ein anderes Hüngerli, das ich hatte, das ich das Jahr auch durfte stillen, ist so eben die Lust, in der Stadt leben. Ich bin ja das Jahr zum ersten Mal habe ich nicht daheim gewohnt. Zum ersten Mal bin ich mit meinem Freund zusammengezogen und zum ersten Mal habe ich im Ausland gelebt. Also eigentlich habe ich so wie so 3 Flüge mit einer Klappe. Das ist, also beide von uns haben so viel das Jahr so einfach so neue Sachen und ja, das ist sehr nice. Es ist jetzt schon gleich fertig bei dir. Ja, mega. Und ich habe auch letztens, ich folge so einer, ich weiß gar nicht mehr, welche Influencer oder so das gesagt hat, aber das ist mir so im Kopf geblieben. Eine hat mal gesagt auf Insta so, sie findet es schade, weißt du, es gibt doch manchmal, sagt man ja, das Jahr war jetzt zum Beispiel eher ein bisschen scheiße gewesen, letztes Jahr war ein gutes Jahr gewesen. Und eigentlich ist es nicht so fair, dass man ein ganzes Jahr wie so in den Topf rührt. Das war ein gutes Jahr gewesen, oder das war ein scheiß Jahr gewesen, weil während dem ganzen Jahr hat man mal Shit-Phasen und mega Schein-Phasen. Und eigentlich ja, muss man sich ja nicht überlegen, ist jetzt das für mich ein gutes Jahr gewesen, oder ist jetzt das für mich ein scheiß Jahr gewesen? Weil ja, ist ja auch schade irgendwie. Also, darum, es hat auch dieses Jahr Phasen nicht gegeben, obwohl mega viel Tolles passiert ist es mir auch zeitweise länger nicht so gut gegangen. Was war denn so ein Shit gewesen, zum Beispiel? In der letzten Folge, nein, in der 9. Folge, ja. Auch in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen über Struggles und so geredet. Und dort habe ich eben erwähnt, dass eine Person aus meinem näheren Umfeld dann psychisch erkrankt wurde. Und das war auch das Jahr im Frühling gewesen, was mich mega fest mitgenommen hat. Und das hat mich wie so ein bisschen, es hat mich nicht direkt betroffen, aber halt eben indirekt. Und das hat mich mega in dem Sinne Auswirkungen auf mein Leben gehabt, weil ich bin dann immer unkonzentriert gsi oder immer bedrückt. Bei mir fallen einfach immer so Momente, ich weiss noch, an der Uni sind wir am Boden gehockt, neben dem Eingang, weil es dort die einzige Steckdose hatte und du hast dein Handy müssen laden und wir sind dort am Boden gehockt und du hast so brüllt. Weißt du das nicht mehr? Nein. Ich weiss das genau noch. Nein, das weiss ich und das nicht war genau wegen dem dort und das war im Frühling. Ja, eben. Aber das ist jetzt lustig, dass du das noch weißt und ich das nicht mehr weiss. Weil ich glaube, das menschliche Hirn funktioniert so, dass man sich an schlechte Zeiten nicht so gut erinnern kann. Verdrängen ein bisschen, ja. Und das ist, glaube ich, eben auch, habe ich auch irgendwo aufgegriffen, ich kann leider nicht keine Quellenlage abgeben. Aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man immer sagt, früher war alles besser gewesen, weil man kann sich nur oder besser an die guten Sachen erinnern. Weißt, man sagt doch, oder ältere Leute sagen immer, ja, früher war alles besser gewesen. Das ist halt, weil man halt sich auch an die schlechten Zeiten nicht so gut erinnern kann. Aber das ist eigentlich gut, eine gute Funktion. Ja. Ja, ich habe auch im Frühling
das hast du dort auch mitbekommen, wo ich mit einer Freundin das Gefühl hatte, die Freundschaft geht auseinander. Mhm. Und das ist auch so über 2 Monate, 3 Monate gegangen, wo ich jetzt wirklich, ich habe unsere Bilder angeschaut an der Wand und ich bin traurig geworden. Und dann habe ich dort ihr einen Brief geschrieben, was meine Gedanken sind, und sie hat einen Brief zurückgeschickt, einen 5-seitigen. Und ich weiss noch, als ich den Brief heimgeschickt bekommen habe, Bist richtig bin ich so gewesen, fuck. Also, sie hat mir nur auf WhatsApp geschrieben, ich habe ihr einen Brief dann zurückgeschickt, nichts mehr. Also, ich glaube schon ein Emoji, weil ich brauche auch Emojis. Dass ich Aber weiss, du was schreibst alles- auch oft ohne Emojis. Doch. Schon. Aber Gestern habe ich Doppelpunkt, Klammern machen. So den Vintage-Smiley mache ich schon. Ja, du schreibst einfach gerne 3 Pünktchen, dann ist so. Also, Ja, bist ja. du jetzt hässig oder was sagen die 3 Pünktchen? Aber auf jeden Fall habe ich den Brief aufgemacht und nach dem Brieflesen ist es mir wieder gut gegangen. Und dann haben wir uns sogar noch getroffen, um das zu besprechen. Also wir haben beide unseren Brief mitgenommen und sind Also an den da, Tisch gehockt. Seite 3, Teil 21 schreibst du. Ja, aber ich bin wirklich so, was haben wir jetzt alles? Und nachher ist wieder, ja, schön gewesen, aber alles das ist wieder auch gut so über 2 Monate gegangen, weil ich nicht traute, das anzusprechen. Ja. Aber das hat auch lange gedauert, bis ich jetzt das gemerkt habe, als ich aufgeschrieben habe, was ist jetzt alles Shit gewesen. Ist mir das als letztes in den Sinn gekommen, weil ich das vielleicht auch ein Aber bisschen gleich. verdrängt hatte. Ja. Ja, und sonst hatte ich noch Schein war eigentlich schon auch ausziehen. Also die neuen Wege, dass ich so gut habe mit den Wegen. Innerhalb von einem Monat habe ich mich schon wie in einer Familie gefühlt. Aber dort der Zügeltag, ich habe das Mami jetzt so brüllt vor dem Haus und ich nachher auch im Fall. Es ist wirklich, nein, also keine Ahnung. Wieso? Es ist so, ich habe das Kapitel. Also Kapitel die wohnen? Ja, du wohnst einfach nicht. Also ich kann ja immer heim, aber Sorry, ich muss wegschauen. ich kann ja immer heim, aber es ist trotzdem, das ist so, nein, eigentlich. Also ich, doch, du kannst immer ich heim. kann immer heim, aber es ist trotzdem so ein Kapitel, das fertig ist, weil es ist, Ja. weißt du, was ich Ja, ja, meine? ich Mein weiss, was du Ziel ist meinst. ja nicht mehr heimzukommen. Und Ja. ich habe einfach einmal so es ist mega tragisch eigentlich, so ein Plakat gesehen mit Punkten. Pro Woche ist ein Punkt. Und du kannst es so ausmalen Und, und wenn alles schwarz ist, bist du tot. Also es ist so, ich habe das glaube auch schon gesehen, so zum Verbildlichen, wie kurz das Leben eigentlich Genau. ist. Weil es hat, wenn du das anschaust, hast du das Gefühl, das sind gar nicht so viele Punkte. Voll. Mhm. Und ich habe mal dann ein Video gesehen, wenn du ausziehst mit, sagen wir 20, wie viele Tage du noch mit deinen Eltern durchschnittlich verbringst. Ja. Und das ist so wenig. ja. Und ja, eben, es ist einfach kurz für meine Mami und mich vor allem so emotional gewesen, weil es jetzt so fix ist. Das glaube ich, dass ihr euch halt jetzt weniger seht. Aber ich stelle mir immer vor, zum Beispiel, ich wohne ja noch daheim, ich sehe meine Eltern fast täglich, aber gleich, ich sehe sie, aber es ist jetzt einfach, nur weil ich daheim wohne, machen wir auch nicht mega viel. Also weißt, ich komme heim, wir essen alle zusammen zur Nacht und manchmal auch nicht, so jeder einzeln. Und eigentlich sehe ich sie nur so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen im Gang und wenn sie aus dem Bad rauskommt und ich ins Bad reingehe. Also ich glaube, wenn man auszieht, ist vielleicht auch das Schöne, dass man sich dann wie aktiv Zeit nimmt, um mit den Eltern Zeit Also ich zu habe gewusst, es verbringen. tut unserer Beziehung, vor allem zu meiner Mami, sehr gut, wenn wir nicht mehr aufeinander hocken. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, dass Ja. das hilft. Ja. Ja. Also eigentlich hat sie auch schöne Seiten, aber Genau. ich weiss auch schon, dass dann am Tag X, wo ich ausziehe, wird es mir genau gleich gehen. Was Ja. ist für dich noch so Shit oder Schein? Wir wollen da nicht so... Ein Schein war, wir sind ja dieses Jahr zusammen, oder allgemein, was habe ich jetzt gesagt, Shit? noch nichts. Nein, ich meine einen Schein, den ich erzählen will. Ich habe gemeint, ich habe Shit und Schein verwechselt. Anyway, auf jeden Fall, ein Schein war, dieses Jahr sind wir ja im Februar ein Wochenende zusammen auf Savonin gegangen. Und das war im Rahmen von einer Kooperation, die ich machen durfte. Also wir zwei und eine Kollegin, ja. Genau. Das dritte haben wir ein Auto auslehnen, wir durften Skifahren und wir durften in einem Hotel übernachten. Und für mich war das mega cool gewesen, dass ich das machen durfte, dass ich damit Geld verdient habe und dass ich damit 2 Freundinnen auch noch haben können, also dass ich mit 2 Freundinnen auch noch ein schönes Wochenende haben können. Und das Jahr, obwohl ich wirklich nicht gross bin auf Social Media, habe ich ein paar Kooperationen machen und für mich ist das mega cool gewesen, das Jahr. Ich habe wie das ist wie auch etwas in dem, wo ich würde sagen, habe ich mich wie ein bisschen verwirklichen oder dürfen verwirklichen, weil ich so ein bisschen mehr den Mut gefunden habe, irgendwie einfach das zu posten, über das ich gerne rede oder das zu posten, was mir Spass macht. Und ich habe wie gemerkt, so, indem ich das mache,
stoße ich auch auf mehr Leute oder auf Resonanz. genau auf andere, die vielleicht die gleichen Sachen interessieren oder über die gleichen Sachen reden. Und das habe ich das Jahr mega gemerkt. Wir haben auch so 1-2 Leute geschrieben, also das Jahr so irgendwie, wo auch über den Podcast teilweise auf mich gefunden haben, so von wegen, hey, ich bin so froh, dass ich deinen Account gefunden. Ich finde es mega cool, dass du so, über was du so redest. Es ist immer das Highlight, eine Story oder einen Beitrag von dir zu sehen. Und das Lesen macht mir so viel Freude, weil ich bekomme halt, es ist nicht so, als wäre ich eine, die täglich so Nachrichten bekommt. Und das freut mich dann mega fest. Und das gibt dann auch wieder Mut, weiterhin so offen zu posten oder über die Sachen zu reden, weil manchmal denke ich sich halt schon, also juckt das jetzt irgendwie? Ja, und vor allem auch manchmal so, ich bin so egozentrisch, also ich tue mich eigentlich immer weißt du, so im Mittelpunkt stellen. Ja voll, manchmal denke ich so, bringt es etwas? So, liest sich das überhaupt jemand durch? Oder ist jetzt das wirklich nötig? So, manchmal habe ich halt auch so die Gedanken. Oder ich denke mir allgemein so ein bisschen grösser gedacht, so, wollte ich wirklich eine von denen sein, die auch noch auf diesen Plattformen stattfindet? Dabei bin ich ja eigentlich auch so, wo auch eine Person, die findet, hey, ein bewusster Umgang ist mega wichtig. Und darum so ein bisschen, ja, ich habe immer noch so die Tage, wo ich mal so denke, aber einfach so ein bisschen ein Highlight war, das wollte ich eigentlich erzählen, wo wir an dem Wochenende heimgefahren sind. Wir haben mega coole Erinnerungen gemacht an dem Wochenende. Wir sind heimgefahren im Auto, haben Musik gehört. Und ich habe mich so richtig erfüllt gefühlt. Das hast du gesagt. Und wir haben in der Après-Ski-Bar, wir 3 und eine Zimmerie-Firma. Von 16 bis 60, glaube ich. Der Chef, alles Männer. Und wir 3 und wir haben die feteste Party dort rein gehabt. Ja, in einer mega munzigen Skihütte. Wir 63 Leute. Ja, das war so lustig. Genau. Ups, jetzt hat sich gerade das Licht verabschiedet. Aber ich nutze den Break gerade für einen kleinen Werbeblock. Keine Angst, wir machen es kurz fürs Jahresende. Wenn ihr für das neue Jahr 2025 ein paar Ideen braucht für Aktivitäten, dann checkt mal Sunrise Moments ab. Dort habt ihr vergünstigt Festivaltickets oder Konzerttickets. Und jetzt im Winter auch Vergünstigungen für Skisachen im Skigebiet, zum Beispiel Skifahren. Auch immer sehr teuer. Zugriff zu Sunrise Moments bekommt ihr durch die Sunrise Young Handy-Abos und mehr Infos gibt es in den Shownotes. Ja, ich erzähle schon noch einen Schein. Ja, auch wieder so spezifisch. Einfach, das ist mir einfach geblieben. Ich liebe das. In Vietnam sind wir mal 12 Stunden Nachtbus gefahren. Dort liegst du so und bist in einem schmalen Kabinchen. Und das war so das erste Mal, als ich am längeren Stück für mich allein war. Weil ich bin ja mit einer Kollegin gereist und wir sind ja eigentlich immer zusammen und allein so Musik gehört. Und ich bin wirklich so in dem Kabinchen gelegen, Musik gehört, aus der Scheibe geschaut, wie im Film. Und ich habe etwa eine Stunde lang gebrüllt. Was? Also vor Freude, weil es irgendwie so... Eben, dann habe ich an den Podcast gedacht, dann habe ich gedacht, ich bin gerade in Vietnam. Und halt eben, kaum höre ich Coldplay, Fix You, dann war es schon für mich. Vielleicht noch meinen Freund daheim vermisst, aber eben schön vermisst. Ja. Weil das gibt ja das Zeichen, eben, ist ja schön, dass man Leute vermisst. Das mega. Ist nicht selbstverständlich. Ja, und der Moment, ich habe den einfach immer noch vor mir. Ja. Schön, das ist schön. Apropos Leute vermissen. Wow, das hat er richtig gesagt. Nein. Ich habe dieses Jahr, vor allem in den letzten 4 Monaten, wo ich jetzt eben eigentlich wie weg war, noch viel mehr meine Freundinnen schätzen gelernt. Weil, also zum Beispiel die eine Kollegin habe ich jetzt in den letzten 4 Monaten, wo ich sozusagen im Ausland gelebt habe, gleich selten gesehen, wie wenn ich in der Schweiz wäre. Also weißt du, so, sprich alle paar Wochen, Monate mal. Aber dadurch, dass wir wie beide einmal gewusst haben, hey, Jenny ist so weg oder XY ist so weg, habe ich die Person wie mehr vermisst, weil ich gewusst habe, ich kann gar nicht ins Auto steigen. Die örtliche Distanz. So. Genau, die örtliche Distanz hat irgendwie mich dazu gebracht, dass ich meine Freundinnen viel mehr vermisst habe. Und einfach nochmal so gedacht habe, oh, es ist eigentlich schon schön, dass wir irgendwie einfach in den Zug steigen, einmal umsteigen und sich dann sieht. Oder irgendwie, und das theoretisch ist könnte ich Ja, es ist ein eigentlich Schein. Zum Merken. Also ich habe wie gemerkt, so, irgendwie die örtliche Distanz hat dazu geführt, dass ich eben Leute viel mehr vermisst habe, obwohl ich sie gar nicht weniger gesehen habe, als ich sie normalerweise würde sehen. Und ich habe einfach wie durch das eben, du hast mir auch einmal auf die Bucketlist gegeben, ich soll mir Gedanken machen,
so, wer meine Freundinnen sind und dann überlege, ob ich dort genug Zeit investiere und so. Zu dem kommen wir sonst nachher noch. Und ich habe einfach so wirklich das Jahr wie nochmal gemerkt, so, wer die Leute sind, die mir wirklich mega fest am Herzen sind und dass ich, wo ich halt gerne noch mehr Zeit verbringen so. Das ist mir das Jahr aufgefallen, ja. Schön. Und was hast du? Ich habe noch einen Shit, und zwar mein Geburtstag. Wirklich? Ja, Warum? also ich habe mit meinem Freund besprochen, ich darf das erzählen, weil er hat verkackt. Also er hat verkackt. Es ist einfach, weißt du noch, für Du uns hast zwei, mir geschrieben. du hast auch sehr gerne deinen Geburtstag. Für dich ist Ja. das auch sehr wichtig. Für mich auch. Und wir sind dort nicht in der Schweiz gewesen, wir sind in Frankfurt gewesen, wegen der EM. Stimmt. Genau. Und dann sind wir am Morgen brunchen. Wie sagt man das? Brunchen. Und er hat es gezahlt, also mega herzig. Aber ich habe halt gedacht, im Verlauf des Tages irgendetwas kommt noch. Also ich bin wirklich wir sind dann heimgefahren, 5 Stunden in die Schweiz und ich habe gedacht, was machen wir jetzt? Was passiert jetzt noch? Was passiert jetzt? Und dann sind wir das Auto abwaschen und so und sind richtig seinen Eltern gefahren. Ich so, haben die etwas organisiert? Können wir echt noch, weißt Ja. weißt, Also so bist wie so... ja, die ganze Zeit, weil es ist nicht mehr schon passiert. So spezifisch zu meinem Geburtstag. Und dann sind wir dann am Abend zurück, also im Zimmer, und ich habe so realisiert, so, das war es jetzt gewesen, und morgen ist mein Geburtstag vorbei. Und er hat dann auch so gecheckt, fuck Flavia, also er weiss, wie wichtig mir der Tag ist. Und nicht, dass ich in den Himmel hochgelupft werden will, aber ich hätte schon herzlich gefunden, wenn es ein Küchli am Morgen mit einem Kerzchen, wo 1 Franken kostet, das kann überhaupt einfach nicht ums eine kleine Geld. Aufmerksamkeit oder so. Ja, so. Und nachher hat er das gecheckt und hat dann noch Happy Birthday eingeschaltet und Kerzchen angezündet. Aber es hat leider nichts gebrungen. Ich bin so reingekommen, ich so... Oh nein, aber das ist auch nicht ganz fair. In dem Moment hättest du Ich eigentlich so weiss. können sagen, Ich weiss. last but not least, ist doch noch etwas gekommen. Ja, also, aber ich habe dir dann selber. brüllen. Ja. Also ich kann Aber- es auch nicht. Findest du nicht? Weil ich habe das... Also, eigentlich hast du es ja du dir wie selber kaputt gemacht. Ja, weil, weil viele Erwartungen. weil du Ja. das Aber erwartet du hast ja hast. das ja beispielsweise auch gesagt in Maastricht, ihr habt eine 2-stöckige Wohnung. Jetzt zuerst. Ja. Okay, warte, aber ich will zuerst noch sagen, eben, du bist eine Person, die einmal hohe Erwartungen hat. Und zum Beispiel, ich weiss dass du hohe Erwartungen hast, einmal. Und an deinem Geburtstag letztes Jahr zum Beispiel haben ja die Kollegin und ich zusammen ein Spiel uns überlegt, mit dem wir dann dich und deine Geburtstagsgesellschaft da überrascht Ja, haben. Und das gesagt, ist hey, sehr jetzt machen wir ein herzig Spiel. Und wir haben gewusst, das fühlst du, das feierst Ja. du, da hat sie Freude. Ja. Und jetzt an der Wegeparty zum Beispiel, ich hatte diese Woche keinen Kopf gehabt, um mir ein Aktivitätsspiel auszudenken. Und dann habe ich dir ja geschrieben, hey Flavia, übrigens, ich schlafe dann nicht bei dir. Und im Fall, nur dass du es weißt, ich habe dann kein Spiel oder Überraschung so vorbereitet. Und ich habe dann gedacht, es gibt 2 Optionen. Entweder bist du mehr auf mich, dass du denkst, dass ich denke, dass du so hohe Erwartungen hast. Aha. Oder du schreibst mir von wegen, dass du dich schlecht fühlst, warum ich das überhaupt denke, dass ich das hätte müssen. Ja. Also ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, vielleicht Ja. ein oder andere. Und du hast mir ja dann geschrieben, hey Jenny, du bist doch Gast, du musst mich gar nicht vorbereiten. Und ich habe das wie, logisch, ich weiss, ich muss nicht. Ja. Aber ich habe mir gedacht, Flavia hat so hohe Erwartungen, dass sie es vielleicht eben Nein, dort gar erwarten nicht. würde. Aber gescheit, du überlegst. Aber ich meine mehr so, das ist Ja. dann für dein Umfeld auch so ein bisschen... Ja, safe. Sicher. Aber ja, ich tick nicht. Also ich bin glaube nicht so extrem wie du, aber ich habe auch gerne Überraschungen. Ich sage ein Beispiel. Aber Warte. Ich habe auch gerne Überraschungen. Und es gibt halt so gewisse Tage, an denen wir sie dann halt vielleicht wie mehr erwarten als andere. Ist auch. Also Ja. eben, wie Geburtstag oder sonst was. Ja. Also jetzt willst du meine Story erzählen. Ja. Und Jenny und Luca, die haben eine Wohnung gehabt, 2-stöckig. Also Jenny, 2-stöckig. Es Ja. ist irgendwie 30 Quadratmeter Wohnung, oben ist einfach das Bett. ja, aber es sind trotzdem 2 Stück. Facts. Sie ist oben, also ich stelle mir das jetzt einfach so vor, ich bin nicht dabei gewesen, aber ich weiss, dass es so abgelaufen ist. An meinem Geburtstag. Ja, Jenny ist oben, er ist unten, der Freund, und Jenny tut so runterrufen an ihrem Geburtstag so, darf ich runterkommen? Kann ich Kann ich runterkommen? Und sie hat aber gemeint, ja weißt, vielleicht ist ja noch eine ist ja noch Überraschung. Und er so, ja, du kannst runterkommen. Ja. Oh mein Gott, ja. Aber ja, eben Geburtstag, ich finde einfach, eben, es hat jetzt nicht mein Jahr versaut durch den Geburtstag, aber im Nachhinein bin ich so gewesen, ja, jetzt erst in einem Jahr wieder. Und wir haben uns aber, also mein Freund und ich haben uns durch das nochmal kennengelernt, weil er jetzt nochmal mehr weiss, dass ich an dem Tag schon Dass dir recht... das so wichtig ist. Ja, Mhm. ja. Ja, aber ja, ist ja gehört auch dazu. Ja, Was voll. ist denn so...
Hast du irgendwie ein Top-Foto oder einen Top-Song? Ein Top-Foto habe ich am 1. Januar gemacht. Ich weiss, ich bin so Moment-Trigger, wie sagt man, fixiert. Weil ich weiss noch, das Bild ist, dass ich mich gestrahlt habe im Bad nach Silvester. Und nachher habe ich einfach die Attitude gehabt, so «You go, girl», keine Ahnung wieso. Und dann habe ich so ein Foto gemacht, wenn ich den Strahl so in den Spiegel habe und das Ding macht so... irgendwie spricht das für das Jahr, habe ich irgendwie realisiert. Aber ist doch geil. Ja. Was hast du für ein Foto? Mein Lieblingsfoto ist eines aus dem Sommer. Ich glaube, du oder Cheryl haben das gemacht. Es war auf jeden Fall nach der Uni oder während der Uni, ich weiß gar nicht mehr, sorry. Auf jeden Fall waren wir im Rundfunk, dort beim Landesmuseum in Zürich. Und auf dem Foto ist es am HB, wir laufen gerade durch den HB und auf dem Foto Lisa und ich, weißt du welches? Ja. Wir haben so ein fettes Grinsen auf dem Gesicht und das ist so eines von diesen Schnappschussfotos, wo du wie nicht fürs Foto posest, sondern jemand hat einfach in dem Moment gerade das Foto gemacht. Ich weiss das genau noch. Ich habe es gemacht. Hast du das gemacht? Und wir haben die Becher dort geklaut. Ja, also geklaut, wir haben sie nicht geklaut. Haben sie geklaut? Wir haben sie mitgenommen. Aber das Depot haben wir ja gezahlt. Also eigentlich haben wir sie gekauft? Ja. Also wir haben einfach Gin Tonic gelesen, so fette Schweppes-Ding gelesen. Ja, und also, die haben wir so in der Hand. Die sind so leer, die haben in der Hand. Und so. Das ist so, das Foto, dort strahlen wir so richtig. Ja. Das ist so ein Highlight-Foto, ja. Ja, das weiss ich, was du meinst. Und meinen Top-Song habe ich vor der Aufnahme mit der Produzentin sogar ein bisschen gesungen. Den haben wir eben in Island mega viel gehört. So, wir sind ja dort mega viel im Auto gefahren. «Come on, Eileen». «Come on, Eileen». Ja, ich singe nicht weiter. Aber das auf jeden Fall. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, von wem es ist, aber das ist so... Einfach, wenn du diesen Song abspielst, kannst du einfach nur gute Laune haben. Und wenn du jetzt das hörst, wirst du an das Jahr zurückdenken? Ja. Ist das so, das ist so vom Jahr? Voll. Das ist wie so ein Parfüm. Wenn du das schmeckst, erinnerst du dich an eine Person oder an eine Zeit zurück. Und bei dem Lied habe ich das auch so von dem Sommer. Ja. Sehr toll. Ich habe von den Spins. Das habe ich dir gezeigt, das Lied? Ja. Wie geht das nochmal? Voll. Ich weiss gerade nicht mehr. Aber ja, es ist auch so ein gutes Laune-Lied. Nein, oh Gott. Nein. Du hast jetzt gerade so tun, als würdest du sagen, «Come on, Harry, we want to say goodnight to you». Das kenne ich nicht. Von Harry Styles? Nein. Ja. Mit so Sachen musst du nicht kommen, auch mit Memes, Mann. An der WG-Party haben so viele Memes erzählt und dann so, Flavia, kennst du das? Nein. Du kennst, also einfach, egal was auf dieser Welt existiert, wenn es auf Englisch ist, Flavia kennt es nicht. Nein. Gestern Abend mit deiner WG-Kollegin am Tisch. Um was ist es gegangen? Ich weiss auch nicht. Irgendein Lied vom Zartmann. Wieso kennst du den Zartmann? Flavia so am Brünneli. Schaut sie so in der... Nein. Und nachher hat deine Kollegin extra das Lied rausgesucht. Sie so, irgendwie was mit Vinyl. Du so, Vinyl, also Boden. Nachher so, nein, Schallplatte. Kennst du? Aber es gibt doch du bist schon am Brünneli gestanden. Ich mit deiner WG-Kollegin am Tisch. Ich so, ist euch auch schon aufgefallen, dass Flavia manchmal ein bisschen hinter dem Mond lebt? Und sie so, ja. So. Ach, ja. Aber nein, du beliebst dich ja dafür, gell? Danke. Ich euch ja auch, dass ihr mich aufklärt. Das habe ich euch ja. Ja, hey, wenn wir über zur Wrap-Up-Bucketlist. Oder hast du noch etwas? Nein, das ist doch gut. Also, vielleicht einmal für die noch nicht alle Folgen gehört haben. Wir haben am Anfang ja die Kategorie Shit und Shine und am Schluss immer die Kategorie Stadt, Land, Stuss Bucketlist, wo wir uns gegenseitig am Ende von jeder Folge etwas auf die Bucketlist gegeben haben. Und auf Kategorien haben wir geschissen. Am Anfang haben wir eigentlich gesagt, Stadt, Land, Stuss. Welche Kategorie? Genau, wir haben ich habe auch gemerkt, im Verlauf von der Folge haben wir das vergessen. Einordnen. Egal. Wir gehen nicht auf alles ein. Zuerst mal vielleicht auf das, was wir gemacht haben, wie wir uns dann gefühlt haben, was wir bereuen oder... Dass wir es nicht gemacht haben? Oder vielleicht... ja. Aber ja, fang doch gerade an. Ich habe 4 Sachen gemacht. Was hast du gemacht? Nur 4? Ja. Ich habe ja mehr gemacht als du. Ja, du hast das Wochenende dir als To-Do aufgesetzt, Bucketlist-Sachen abhaken. Ja, habe ich wegen dem irgendetwas gemacht das Wochenende? Nein. Ah, nicht? Okay. Auf die Schulter dort am Big Air bei einem. Ja. Das war so lustig. Ja, nein, es war ein bisschen cringe. Es war so eine 5er-Gruppe Jungs. Ich habe so rumgeschaut, so, welcher Dude mag mich heben. Also ich bin jetzt nicht mega schwer, aber es hat halt schon so 14-Jährige gehabt und da dachte ich, also die Bücher nicht auf die Schulter. Und dann habe ich halt so
tippt auf die Schulter. Ich so, hey, sorry, ich muss eine Bucketlist-Sache machen. Darf ich schnell auf die Schulter? Hast du ihm das gesagt, erklärt? Ja. Also nicht den ganzen Podcast erklärt, das ist Ah, schwerer. Nein, nachher so, ja. Also, weißt du, es ist nicht ja. so... Nein, er ist so gewesen, ja, man weiß nicht. Und seine Kollegen natürlich, wie sie Ja. waren, ja, Ja, mach, voll. nimm sie auf die Schulter. Voll. Die Kollegen waren cool. Er war so ein bisschen zurückhaltend. Und dann bin ich dort oben. Und er hat mich halt so gekippt und ich habe so probiert, ein bisschen viben. Und ich bin wirklich die Einzige, die irgendwo da oben war. Und ich so, oh mein Gott, cringe. Ich habe ein Video davon gemacht. Also im Video wirkt es ja, als Im hätte ich Video? den The Vibe, time of your Ja. life, ja. den Vibe auf der Walter gesehen. The vibe of the vibe. Ja. Aber das war eins. Was ist bei dir? Ich habe, oder willst du gerade alle... Nein, komm, ich... Ja, wir können ein bisschen abwechseln. Also ich habe einen Tag lang niemandem zurückschreiben, nur anrufen. Du hast mir ja gesagt, ich dürfte Hast du das gemacht? Du hast gesagt, ich dürfte die Zeit selber bestimmen, also habe ich aus einer Woche einen Tag gemacht. Und So habe ich es nicht gemeint, aber ich habe einfach gemeint, du kannst die Woche bestimmen, wann im Monat. Aber ja, easy. ja, Aber Zeitraum nice. heisst Ja. für mich eine Ich Zeit muss mehr lang. Klartext reden. Aber Also ich habe einfach einen Tag das gemacht, das habe ich Wirklich? gestern gemacht. Ich habe einfach einen Tag lang niemandem zurückgeschrieben, was ich eigentlich meistens sonst schon mache. Und dann einfach den Leuten angerufen. Also ich habe eigentlich ich habe mit mir nicht telefoniert. Ich habe ja dir angerufen, ich habe am Luca angerufen. darum hast du mir angerufen. Ja, und ich habe so statt eine mir Herzig zurück gefunden. anrufen, schreibst du mir «Ja» mit 3 A und 2 Fragezeichen. Ja. Ich habe Ohne doch, Emoji, by the way. Ich dachte, so Leute doch zurück. aber Ja. cool, ich habe nicht gedacht, dass du das machst. Und ich bin eben, weißt, Generation Z. Unsere Mhm. Generation hat ja so ein bisschen den Ruf, dass wir nicht gerne telefonieren. Aber darum habe ich es auch... Ja, aber ich telefoniere halt gerne. Ich telefoniere wirklich. Ich finde das so viel praktischer, statt dass ich auf eine Antwort muss warten, schnell zack, hoi, ja, wie machen wir es, ist gut, sehe ich dann. Ja, Jenny ist aber auch die, wenn ich sage, wenn kommst du jetzt morgen zu der Aufnahme, macht sie mir eine 33-sekündige Sprachmemo und die letzten 3 Sekunden heisst, ja, ich gehe auf diesen Zug. Dann bin ich so, Girl, könntest du es nicht einfach schreiben? Ja, ich habe gestern an der anderen Person genau das gleiche gemacht, habe ich die Mail wieder gelöscht und dann geschrieben, was Ach ich in den schon. letzten 3 Sekunden gesagt habe. Ja, ich rede halt gerne. Dann, was hast du noch gemacht? In den See baden, Ja, mit Kopf unten. ja, Wirklich. wie ich es dir Ja, gesagt habe. und es ist kurz, als wäre ich wiedergeboren. Nein, nicht gerade so, aber ich habe mir jetzt schnell den Atem gestockt im Fall. Ja, wirklich. Also, wenn du noch mal Zeit hast, dann mach das bitte. Nein. Oh Also, mein Gott. also ja, ich finde es cool. Ich bin einfach nicht der Typ Mensch, der eben so Sachen macht, so Eisbaden und so. Wobei, ich muss sagen, ich wäre echt gerne so Hey, du hast ja so gerne eine. Adrenalin. So eine. Ja, ich sage ehrlich, ich wäre gerne eine, die so tough ist und so in Zürich baden, das machen wir nicht, aber the truth is, I'm not. Aber Ja, ja, vielleicht schaffen wir es mal wär's eigentlich, zusammen. Ja, Ähm, vielleicht. Mal schauen. Was habe ich noch gemacht? Du hast gespendet. Ich habe gespendet, genau, das hast du mir in der Money-Folge gegeben. Mhm. Dann muss eine Pilates ansprechen. Da hat mir die Instruktorin so ein bisschen, wie sagt man? Wer? Die Instruktorin Ah, vom Pilates hat mir das ein bisschen vereinfacht, weil es gibt dort, wo ich im Pilates bin in Maastricht, nur 2 Reformer. Das heisst, immer wenn ich Alter, dort was ist bin, ein Reformer? das Gerät Ja. halt, auf dem man rumturnt. Okay. Sorry, habe ich nicht hässlich gesagt. Ja. Das Ding, wo du halt so, dann musst du an Seil, also einfach so, dass Ich bin noch nie im Pilates gewesen. ja, das tut Aber mir ja. leid. Ist gut. Auf jeden Fall ist es so ein Turngerät. Ja. Dann Dann hat und dort hat es 2 und ich bin ein und du turnst dort halt dann nur das zweite einmal. Und dann hat die Instruktorin gesagt, sie und ich, wir sagen ein gutes Pärli, weil wir so ein bisschen wie auf dem gleichen Level sind. Wir Ui. sollen doch in Zukunft einmal zusammen buchen und zusammenkommen. Mhm. Und dann haben wir uns das austauscht Okay. und dann habe ich nie mehr etwas gehört von ihr. Also Ja. jetzt keins Nein, es hat keins wieder treffen und auch keinen Kaffee im... Wie gegeben. heisst jetzt der? Pilates? Nein. Reformer? Ja, auf dem Refer... Es hat kein zweites Date auf dem Reformer. Oh man. Genau. Ja, Oh ja, so kann es manchmal auch gehen. ich habe noch Reisestory in der Insta-Story erzählt. Und das ist Mhm. eigentlich gar nicht so special. Aber für mich war das so das erste Mal, dass ich so in die Kamera rede auf Insta. Und es hat im Fall geholfen. Ich traue seitdem viel mehr einfach etwas Ins Handy reden. eher. Also, ja, und ich weiss noch, dort, wo du mir das gegeben hast, bin ich so gewesen, ja, fuck. Ja. Aber ich wette ja das auch, also ich kann auch mal ein bisschen in die Kamera reden. Darum danke, dass du mir das gegeben hast. Ja, Es hat bitte. ein Ich habe nicht bisschen gedacht, dass erleichtert. das so ein grosses To-Do ist. Ich für dich auch in dem Sinn. nicht. Also doch, ein grosses To-Do schon, aber es einen Impact hat. Ja, ja.
Ich muss mit jemandem Latin Dance tanzen. Wenn du da so ein Auge zudrückst, habe ich das eigentlich auch gemacht. Nämlich an deiner Wege-Party haben wir ja ganz am Schluss so Salsa-Musik abgelassen. Hast du dort getanzt, Mann? Ich habe dich nicht gesehen. Ja, ich habe so ein bisschen, also wir sind so 3 einzelne Frauen gewesen, ohne Partner, Tanzpartner sozusagen. Dann haben wir einfach so ein bisschen im Kreis so ein bisschen die Hüfte geschwungen. Genau. Das Okay, dann hast du es halb gemacht. Latin Dance. Halbe. Nein, ich habe es gemacht. Okay, ist gut. Ja, was hast du nicht gemacht oder was nimmst du noch vor? Das Geld-Ding, das du mir gesagt hast, in einem Monat schauen, wie Ich viel hoffe, dass du das heute sagst. Nein, hey, also ich kann sagen, ich habe ein neues Handy gekauft. Das war schon mal 900 irgendetwas gewesen. Dann habe ich einen Teppich für 350. Also ich habe so viel Geld Du hast ausgegeben. mir gestern erzählt, dass du für 300 Stutz Kleider bestellt hast, wo du die Hälfte Das nicht ist aber willst. schon im Dezember. Das andere war noch im November. Ah. Ja. Ja, aber nur für die, die es nicht checken. Ich habe den Flyer in der Money-Folge aufgetragen, dass du sagen oder röteln oder schätzen, wie viel Geld du in einem Monat ausgibst und dann aber musst du nachrechnen, wie Ja. viel es wirklich war, um zu schauen, ob du dich Ja. einschätzen kannst. Mhm. Aber Ja. das würde ich noch gerne machen. Ja. Also nicht vor allem wissen, wie viel ich wirklich ausgegeben habe. Ja, willst du es wirklich wissen? Ja, Mhm. ja, Ja, eigentlich ist es schon gut, wenn man es weiss oder seine Finanzen im Griff hat. ja. Ja. Dann, Ja. was ich nicht gemacht habe, also sagen wir so, wenn die Folge online kommt, habe ich es gemacht. Weil du hast mir aufgetragen, dass ich in Maastricht Schlittschuhen. Mhm. Und in Maastricht ist bekanntlich oder anscheinend der schönste Weihnachtsmarkt in ganz Holland oder in den ganzen Niederlanden. Und dort hat es im Weihnachtsmarkt in der Mitte ein Eisfeld. Und dort gehe ich noch hin, bis die Gut, Folge online dann ist. machst du ja noch etwas. Ja. Top. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Das ist so ein bisschen Ding gewesen, Ja. oder? Mhm. Ich finde, müssen wir uns jetzt noch etwas auf die Bucketlist geben? Jetzt noch? Nein. Ich Nein. glaube nicht, weil ja, vielleicht kommen wir gerade so ein bisschen dazu, wie es Warte, ich will noch ganz kurz aussieht. einen Podcast-Wrap-up machen. Ich weiß Oh. nicht. Also einfach so, weil das ja halt die letzte Folge ist. Und ich denke, können wir vielleicht noch so allgemein darüber reden, ganz kurz, wie es uns gegangen ist so in diesen 11 Folgen. ja. Wie ist der gegangen? Also meine Gefühlskurve ist, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, letztes Mal zu Struggles, dass ich nach der ersten Folge ist so ein bisschen, meine Erwartungshaltung war hoch gewesen, wenn ich mich nachher fühle, und ich habe mich nachher nicht so gut gefühlt, weil meine Erwartungen nicht so erfüllt worden sind. Von Also ich dem her, wie ich mich nachher fühle. Ich habe erwartet, dass ich die Luft komme, aber das nach bin der ersten ich nicht. Folge. Ja. Ja, nach der ersten Folge bin ich auch so gewesen. Also sind so, beide- ich habe mir das anders Wir vorgestellt. waren beide ein bisschen geschreddert gewesen, kann man glaub, so sagen. Ja. Und nachher ist es eigentlich stetig aufgegangen. Also dort am Big Air, weißt du noch, nach dem Niki Huber, Nach der 5. Folge. habe ich zu dir gesagt, genau wegen dem mache ich das. Ich fühle mich gerade so... Du hast zu mir gesagt, so wie man es jetzt fühlt, so habe ich mir vorgestellt, fühlt sich einmal an. Ja. So habe ich mir vorgestellt, wird's. Ja. Und nach fünf Folgen war es dann mal so gut gewesen. Oder sind wir so zufrieden gewesen, wie wir das haben wollen. Ja. Ja, aber es ist halt schon, wir machen das halt auch zum ersten Mal. Auch jetzt, nach 11 Folgen. Wir haben das erst 11 Mal gemacht, weil das ist nicht oft, das ist nicht viel. Darum ist glaube ich auch normal. Ich habe nicht wie du ein stetiges Hoch gehabt, sondern ich habe immer wieder mal so ein bisschen gedacht, nach einer Folge, boah, ich bin jetzt zufrieden mit mir gewesen. Ich habe so ein bisschen gesagt, was ich wollte sagen. Ich finde, ich habe geredet, wie ich sonst auch immer rede. Und dann habe ich aber auch immer wieder mal Folgen gehabt, wo ich so gefunden habe, boah, ich habe so schlecht mich ausdrücken oder ich habe so schlecht erklärt, was ich wollte sagen. Und ich glaube, ich habe wie so ein bisschen ein Up and Down gehabt während diesen 10 Folgen. Mhm. Aber das ist auch so etwas, ich bin halt einfach manchmal ein bisschen zu streng zu mir und ich Ja, nehme das wie so ein bisschen definitiv. als Takeaway für mich, so nicht so streng mit mir selber zu sein. Mhm. Mhm. Ja. Und was ich auch noch ganz herzlich gefunden habe, ist so halt all die Nachrichten, die uns erreicht haben von Leuten, die geschrieben haben, hey, mega relatable, oder das mit der BFF, das Problem habe ich auch gehabt. Schön haben die darüber geredet, andere, die geschrieben haben, das ist einfach gute Unterhaltung, wenn man euch zulässt. Und was ich auch ganz herzlich gefunden habe, ist, eine hat erzählt, dass sie sich mit ihren Freundinnen immer in der Gruppe trifft zu unserem Podcast Ah, das hören. hast du gesagt. Dann bin ich so gewesen, oh mein Gott, die Leute treffen sich zu diesem Podcast hören. What? Ja, das habe ich auch ganz herzlich gefunden. Ja, allgemein eben für die zuhören und dann uns... Man muss uns nicht immer ein Feedback schreiben, aber es war einfach schön gewesen. Ich habe auch von einem Typ sogar, also ich finde es so Doch, speziell. ich finde, man kann mir nicht zu viel genug Feedback geben. Also, was der Podcast angeht. Ja, aber wir erwarten nicht, dass immer nach jeder ja. Folge auch unsere Eine Flut. Freundinnen uns schreiben, das super Nein, oder so. Ja, logisch. Ja. Aber es ist halt mega schön, mal zu wissen, wie das so ankommt. Weil ja, wir haben halt keinen Kontakt. Aber ich habe mir irgendwann schon überlegt, ich will unsere Community, wenn wir haben ja vielleicht schon eine Community. Ja, wir haben... Weißt du, was würde ich mir wünschen?
fürs nächste Jahr. Was? Dass wir uns mit Partnern treffen und das XXL-Activity spielen könnten. Ich liebe Activity und ich stelle mir so Also richtig... Tabu? Ja! Okay, ja, das wäre lustig. Das ist mir letztes Mal in den Sinn gekommen. Ich stelle mir das so cool vor, weil die Leute, die kommen, die wollen das sowieso dann auch spielen. Und sind auch... Nachher kommt keiner. Ja, das wäre auch traurig. Aber das setze Nein. ich mir auf die Bucketlist Ich vom würde nächsten sagen, dann Jahr. hast du ja eigentlich schon etwas auf der Bucketlist nächstes Jahr. Ja. Geil. Ja, apropos nächstes Jahr. Ja, das Projekt, kann man vielleicht so sagen, Stadtland Stuss ist ja ein Podcast presented by Sunrise und das war von Anfang an so angedenkt gewesen, dass es 10 Folgen gibt. Wir haben ja daraus 11 gemacht, weil wir noch am Podcast Festival eine Live-Aufnahme haben dürfen machen. Und darum, ja, Stand jetzt wissen wir noch nicht ganz genau, wie es weitergeht, aber ich glaube, was ganz klar ist, ist, dass wir weiterhin werden podcasten. Ja, also ich glaube, wir haben beide da eine Leidenschaft gefunden, können wir so sagen. Wirklich. Also, Passion. ja, wirklich. Es ist wirklich so. Also es zeigt schon, wenn ich beim Arbeiten Anschiss habe, wenn ich an den Podcast denke, kann ich es nicht mehr, weil ich dann... Mir float es dann so raus, was wir noch reden könnten und ich merke richtig so das Feuer und das merke ich auch bei dir, was du auch immer auch extra Arbeit gemacht hast oder Inputs oder weiss ich was. Und es ist so schön, dass wir zusammen das so haben dürfen machen. Damit ihr auf jeden Fall nicht verpasst, wie es weitergeht, würde ich sagen, folgt uns auf Insta. Auch gerne folgt dem Podcast, wenn ihr es noch nicht macht. In der Zwischenzeit hören die alle anderen 10 Folgen rein. Wir hören uns im 25. Wann auch immer, wo auch immer. Tschüss. Tschüss.